Zum Skitourengehen war ich im Allgäu verabredet. Mit Tom Hennemann, dem Naturschutzgebietsbetreuer des Ostallgäus. Doch aus der Skitour wurde eine Wanderung. Vermisst du ihn ein bisschen, den Schnee? Natürlich vermisse ich den Schnee. Ist einfach was zum Winter dazugehört. Und wir haben ja letztendlich Winter. Und die Erlebnisse sind natürlich mit Schnee andere, weil wir es auch so gewohnt sind. Weil wir es von der Tradition her ja nicht anders kennen, dass es den Schnee. Soll ich umstellen? Einfach. Ja, wir müssen uns alle etwas ändern. Wir müssen das auch akzeptieren, was uns die Natur letztendlich beschert. Und die Natur beschert uns reich, auch wenn der Schnee fehlt. Um das zu erkennen, ist eine Tour mit dem Tom perfekt. Er hilft mir, die Sinne für das, was da alles um uns herum ist, zu öffnen. Hat er jetzt gekrächzt? War das wieder Rabe? Ja, das war wieder dieser Tannenheer. Da schau her, da sitzt er. Jetzt ist er weggeflogen. Da muss schon mal genau schauen. Ja. Schnell schauen. Das ist es. Du musst da auch beim Gehen Zeit lassen. Je mehr du dir Zeit lassen und ganz entspannt genießen. So kann ich auch einer schneelosen Wintertour etwas abgewinnen. Vielen Pflanzen und Tieren allerdings geht es da ganz anders. Für uns ist es ungewohnt und ein bisschen eine Umstellung. Aber was bedeutet das für die Natur, wenn der Schnee fehlt? Das ist auch problematisch ein bisschen. Ja, es ist tatsächlich so. Unsere Natur hat sich über Jahrtausende daran gewohnt, dass es jetzt um diese Jahreszeit kalt ist und einen Schnee hat. Und da sind zum Beispiel die Pflanzen sind unter einer schützenden Schneedecke, sind vor Frost geschützt und können da den Winter überstehen. Und auch sehr viele Tierarten haben sie einfach an die Schneeverhältnisse angepasst. Beispielsweise das Birkhuhn, das es dazu nutzt, die kalten Winternächte zu überstehen, indem sie sich in Schneehöhlen eingräbt, wo sie vom Frost geschützt ist und dadurch unwahrscheinlich viel Energie sparen kann. Schau mal das Panorama da rechts von dir. Ein wunderschönes Panorama da. Siehst du da hinten, das ist der Hohe Iven, dieses Dach. Diese schräge Rampe mit vorn, mit dem Gottesackerplateau. Der Platz, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsplätze. Jetzt mal, wenn ich da raufgehe, dann hocke ich mich gerne da her. Okay. Und wir sind da in der Sonne. Das ist traumhaft schön. Gell? Wo dieser Lieblingsplatz vom Tom sich befindet, ist kein Geheimnis. Wir sind unterwegs Richtung Alpspitz und Edelsberg, direkt bei Nesselwang. Eine beliebte und gut besuchte Gegend. Die nahe Seilbahn bringt eine Menge Menschen hier hinauf. Wie sieht das der Naturschützer? Menschen in den Bergen ja, sind okay. Absolut. Ja, absolut. Ich finde das toll, ja, wenn man sieht, wenn man dieses Lachen allein schon hört. Es ist unwahrscheinlich schön, Leute haben hier Freude. Und so soll es auch sein, die sind in der Natur draußen. Wenn ich auch sehe, der Hund ist angeleint und da gibt es, also überhaupt, das ist toll. Aber wenn man unterwegs ist in die Berge, egal ob mit Schnee oder ohne Schnee, was meinst du, mit welcher Haltung sollte man da unterwegs sein? Da ist für mich ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir nicht alleine hier in dieser wunderschönen Landschaft, in dieser wunderschönen Gegend sind, sondern dass es auch noch zahlreiche Mitgeschöpfe gibt, die mindestens dasselbe Recht haben. Die wohnen hier, gell? Wie wir, genau. Wir bewegen uns letztendlich im Wohnzimmer der Tiere. Wir müssen versuchen, uns einmal in die Situation zu setzen. Sagen wir abends. Es wäre kontraproduktiv, hier abends noch mit der Stirnlampe durchzulaufen, weil dann verhindern wir das, dass die Tiere diesen Raum hier nutzen können, den sie aber brauchen, um Nahrung aufzunehmen. Wie würden wir denn reagieren, wenn bei uns einer mitten bei der Nacht durchs Wohnzimmer schleicht oder durch unser Schlafzimmer schleicht? Wir wären auch schockiert, wir wären verängstigt, ja, und würden uns nicht mehr trauen, das zu nutzen. Und genauso geht es den Viecher auch. Aber wenn uns beim Tag einer besucht, haben wir kein Problem.
Wenn wir uns an ein paar Regeln halten, nur tagsüber gehen, Schongebiete beachten und auf den Wegen bleiben, also einfach mit Respekt und Rücksicht unterwegs sein, dann können wir die Berge und die Natur ruhigen Gewissens genießen. Ja, wunderschön hier. Ja, Dankeschön. Schöner Gipfel. ja, mich freut es auch, dass wir miteinander unterwegs sind. Ja, Du, aber zum Runterkommen, da war der Schnee jetzt schon eigentlich schöner, gell? natürlich. Also das ist jetzt ehrlich gesagt das Bittere, wenn es keinen Schnee hat. Weil jetzt halt auf Ski stehen und runterlaufen lassen und in der Viertelstunde unten auf einen Cappuccino wäre natürlich eine tolle Sache.